Goedemorgen. Sie waren ganz mutig zum hier zijn. Ik voel me zoals van mijn laatste 3 weken buitengewoonlijk druk gewesen. En nog, wenn meine Verantwortung meist einmal mit mir allein zu tun haben, dann fühle ich mich einmal so, wenn ich allein bin. So ich kriege diese Weg einen Tag in WhatsApp und dann habe ich mir bewusst gemerkt, dass, hey, du sind Menschen in der Kirche, die kämpfen mit mir taub, das und kämpfen, du siehst so dankbar für. So, wenn die nochmal an Sonntag denken, oder an Bibelstunden, oder an Dinge, bet für die, wer du verantwortlich sind, nicht unbedingt für mich, aber für uns alle. Die lehren uns als ein großes Pack. Und das sehr viel wird, wenn ich dort weit, dort die mit beten, und du sind für uns. So, Dankeschön dafür. Wir haben von dir ein bisschen so eine Sonntagsschule durchwaschen. Ich will von dir eine Frage beantworten, was ich von Ihnen kriege. Und ich weiß dort aber nicht mehr, was der von dir zu eingehen, so wenn nicht, dann wollen wir das verlängern. Und damit will ich dann aber auch sagen, und erst von Ihnen ab einmal mit einer Glaubensfrau kämpfen, die kann hier mit mir darüber reden, und dann gleich ich dort hier mit Taub darstellen, dort wie im Glauben gesund wachsen kann. Ein von den letzten Dingen vom Neuen Testament uns warnen, ist von Lehr, von rechte Lehr. Und wir als Christen sind irgendwie so anerwachsen, dort wir wollen uns so mit beschäftigen. So von der will ich mit Jün Taub eine Lehr mit jenen angehen, aber bevor ich du angehen will ich auch mit Jün Taub bekijken, wo geht man mit einer Glaubensfrau an? So, wie als Kirche hier, wir wollen immer sagen, dass die Bibel, der ist uns Mutstock, der ist auch, das ist keine Frau. Uns Glauben ist gegründet auf das, was die Bibel uns offenbart von dem allmächtigen Gott. Die Bibel ist dann uns gegründet. Wir haben aber manchmal Schwierigkeiten, oder vielleicht ist Schwierigkeiten nicht das rechte Wort, vielleicht soll wir sagen, wir lesen erst was und dann weiß wir nicht ganz genau, was wir mit dort sagen. Ich nehme an, passiert dort auch nicht bloß mir. Dann gibt dort ein Christentum in so ein wichtiges Ding, was wir uns machen, lernen zu tun. So, gerade noch ein Wort, wie in der Bibel lesen, dort fingen wir von Schöpfung, also von der Jahr 0, von wo Gott die Welt macht, bis Jesus, und dann noch 100 Jahre mehr. So, wenn wir uns diese Zeitlinie hier bechecken, das ist die Zeitlinie von der Bibel. Das ist wichtig, dass wir bewusst sind, von wo ist das Bibelbuch geschrieben. Das Bibelbuch, das Alte Testament, das fängt mit der Schöpfung an und das hört 400 Jahre vor Christus ab. Das ist das Alte Testament. Dann sind wir uns bewusst, wenn wir das Alte Testament lesen, dann sind wir an diese ersten 3600 Jahre von der Weltgeschichte. Dann haben wir das Neue Testament. Und das Neue Testament ist eigentlich kalt und Zeit. So, das Bibelbuch ist an der zweiten Hälfte von den 100 Jahren geschrieben. Also, das ganze Neue Testament ist ab wenigstens an 50 Jahre angegrenzt. Dann lesen wir die Bibel und dann haben wir ein ganzes Pack zu verarbeiten. Wir fragen uns dann, welche Frauen, die uns halten, die Bibel gesünder zu verstehen. Wir sind hier, und ich weiß, wir sind noch längst hier über die 2000, aber irgendwie fällt sich das einmal fern, 2000 zu handschreiben. So wir wollen bis bei den 2000 bleiben. Wir sind nun ab Jahren eng von dieser Zeitlinie.
Dort, wo wir von der nach sind, aus Christentum, ist dann hier, in 2000 Jahren, haben wir dann dort, wo wir sind, aus Christ sind. Das ist ein interessantes Bild, wenn wir dort dabei anschauen. Wir leben ganz ab Jahren eng von dieser Zeitlinie und das ist ganz okay. Die Frage ist bloß, wo gehe ich dann nu mit dort, wo die Bibel mir lehrt, Dann habe ich besondere Frage. Also, das Wichtigste, oder ein von den wichtigsten Dingen ist, wir fragen uns immer die erste Frage, wo verstehen die Menschen dort, an wem das Buch geschrieben ist? Also, die erste Frage, wo wir uns immer sollen fragen, ist, wo versteht zum Beispiel das Volk Israel die Bücher, was Moses schreibt? Dann haben wir eine gesunde Brille abgesagt, um zu entscheiden. Dann haben wir in uns die Frage, okay, wenn ich nu 3. Mose lesen darf, dann muss ich mir die Frage fragen, okay, am Original, ich weiß nicht, was ich für ein politisches Wort soll verbringen, aber an der ersten Instanz, wo versteht das Volk dort, was ich hier nu lesen darf? Unbedingt sehe ich nicht den ersten Leser von dort, dann soll ich mir das erste fragen, wo verstehen die dort, zu wem das geschrieben wird. Das kriegt dasselbe für das Alte Testament als für das Neue Testament. Wenn wir uns mal ein Beispiel nehmen von, warum ein Timotheus, dann wirst du das Buch Timotheus lesen und dann musst du die Brille absagen, was Timotheus wird. Dann wirst du sagen, okay, wenn ich das Buch nicht lese und ich höre mit Timotheus seine Ohren, was kann ich dann hören? Dort merkt ein so großer Unterschied an, wo wir Bibel studieren. Dann haben wir ein zweites Ding, also der Zusammenhang. Wenn wir Bibel lesen, die Bibel ist zweimal nicht geplant worden, dort wir sollen ein bisschen zurückplacken und uns bloß dort beziehen. Alles, was wir in der Bibel lesen, dort hängt taub von Schöpfung bis hier. Also, wir müssen dort verstehen, dass Gott offenbart sich, schall was gewiss, weil wir das mal so sagen. Und dort jedes Mal, was ich ein Buch lese, dann muss ich alles, was vorher hier offenbart ist, durch mich beinehmen. Das ist ein wichtiges Ding. Zum Beispiel, wenn wir Jesus vollkommen kennenlernen, dann müssen wir das Alte Testament kennen, wenn Gott offenbart sich im Alten Testament, damit wir das verstehen können, dass Jesus vollkommen Gott ist. Dann haben wir im zweiten Punkt, wo hängt dort taub mit was ich all vorher getan habe. Wir können zweimal ein Buch allein aus der Bibel rücknehmen und durch eine Lehre vollständig merken, wer dann wollen wir uns verbistern. Gott hat sich im Großen und Ganzen offenbart und das ist wichtig, dass wir durch nicht uns verbistern. Dann haben wir einen dritten Punkt und dort wurde ich beschrieben als der erste Christen. Okay? So, wenn wir die ersten zwei Dinge getan haben, wir lesen das Buch mit den Üben, von denen wir dort sollen lesen, dann haben wir all das getan. Wenn wir dann noch einen Zusammenhang merken mit, okay, ich lese eine Offenbarung, dann muss ich mir erstmal dort, was du vorher alles zusammen lesen, dann sehe ich also Sinn. Ich will das so bildlich erklären. Wenn Ursum von Jürgen nochmal befällt, mit Ursum zu streiten über Offenbarung, dann will ich uns so einfach ein Rezept geben. Lest Jesus seine vier Evangeliums, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Jedes Mal, wo Jesus selbst von der engen Zeit redet, schrieb er dort ab. Dort, wo Jesus sagt von der engen Zeit, dort muss
mit Offenbarung taub stimmen. In dem Moment, wo das nicht stimmt, musst du doch weiten, dass du verstehst Offenbarung auch. Wenn Jesus hat uns ein Doel gelehrt über eine Zeit, zum nicht sein alles. Du als ein Beispiel von wo leicht wie Fehler merken, wenn wir was lesen, wenn wir Leuten uns am Baum abgehen, von wem wir du bloß ein Vers oder ein Kapitel gelesen haben und dort merken uns eine große vor. Also, wenn wir dort durchweichen, dann wollen wir uns nicht so leicht aussicher fühlen, mit was jetzt tun. So, wenn ihr nochmal Offenbarung studiert, dann dort ist mal Jesus, seine wir lesen, über was alles am Ende von der Zeit passiert. Und dann merkt ihr eine Les von den Dingen. Und dann noch ihr die, und die du bezieht hast, dann lese ich Offenbarung. Und dann, wenn dort alles Interessantes sagt, dann muss unbedingt mit dem, was Jesus gesagt hat, posten. Wenn nicht, dann selber er so verbessert. Merkt ihr das? Okay, so, dann fragen wir uns, was taten die ersten Christen? Und das ist eine so wichtige Frage im Sinne von, wie in die ersten Christen sind aber selbe Brat. Das ist bloß ein kleiner Unterschied. Die ersten Christen hatten noch nicht so viel Zeit zwischen Jesus sein Leben als wir. So, wo du so viel halten ist, diese ersten 300 Jahre, so wir waren nicht hier rein, aber 300. Die ersten 300 Jahre für das Christentum waren eine sehr schwere Zeit. Also Christentum von Apostelgeschichte Kapitel 8 bei der 333 nach Christus wie bloß Verfolgung. Okay, so ich werde hier hinschreiben, 300 Jahre wie bloß Verfolgung für die Christenheit. Weil erst einmal sagen, was ist Verfolgung zu den Christen? Gut, du kannst nicht ein geheuchelter Christ sein, wenn Verfolgung ist. Das merkt das auch nicht. Du wirst nicht dort gemerkt haben, wenn du heuchelst. Du wirst dort gemerkt haben, wenn du hast einen Himmel. Und das merkt das so anders. Die 300 Jahre vom ersten Christentum sind die gesündeste Zeit, wo jemals gewesen ist für den christlichen Glauben. Wenn wir uns dann eine Frage fragen von, wo verstehen Christen das erst einmal, die ganz gesündeste Zeit ist in die 300 Jahre. Dann würden wir uns das mitnehmen und dann sagen, okay, was immer die Christen hier verstehen, was die Bibel sagt, dort ist eine gute Richtlinie, die Länge zu tun. Dort wo das Leben wirklich interessant wird. Dann haben wir erst, okay, wer soll das lesen? Zweitens, wo passt das an die ewige Bibel an? Und drittens, wo verstehen die ersten Christen diese Geschichte oder diesen Tag oder diese Lehre? Wenn wir an dem Bild bleiben, dann wollen wir eine sehr gesunde Art und Weise von Bibel studieren haben. Dann wird das einmal so anders sein, als was wir uns vorstellen, wenn die Welt das auch zwei. Aber wenn wir zurückgehen bis hier, dann sehen wir nur feine Stellen zur Bibel studieren. Du hast gesagt, wenn wir von der Tag mit Menschen uns begegnen, dann würden wir immer, und ich kann das nicht so genug sagen, immer, wenn wir mit einer neuen Offenbarung verdachten, dann sollen uns alle rote Lichter dachen. Gott hat sich vollkommen offenbart im Bibelbuch. In den ersten 300 Jahren vom Christentum haben dort reich verstanden, wenn die Verfolgung merkt, dass dort reich wird. So, was immer für eine neue Geduld abkommt, nur die 300 Jahre, du sollst bloß schrecklich sein für Angst haben. Aber nicht, dass Angst ist, wir weiten uns nicht mehr, wir sollen bloß weiten, dass das jetzt Gelegenheit haben. Und das ist nicht verdrießlich gesagt, das ist wirklich so. Was immer für ein Glauben, Orten wie verdacht haben, nur diese 300 Jahre, ist sehr gefährlich.
dort soll wir weiter. Want als we nu een camper, als we een YouTube-video checken en zeggen, hey, das Prediger sagt, dat Gott heeft te den gereden, der heeft openbaar, dat dit nog niet, dan zeggen, oh, wacht moment. Dat schafft nicht so stort. Die Bibel ist vollkommen, der Radungswerk ist vollkommen, und wir weten noch, was wir sind. Uns fehlt dort an nichts, nicht wieder als an der Bibel. Damit will ich dann nu übergehen, nur der tweede Teil von unserer Sonntagsschule. So, die Verfolgung, die hier ist das ab. Wollen wir dem hier tegnen? En du fängst eine so distre Zeit an für Christentum. Willst 300 Jahre vergangen werden von Jesus seine Geburt, dann wird es auf einmal nicht mehr lebensgefährlich, Christ zu sein. Und dann werden du hauptsächlich 3 große Zweige. Du wirst die große Zweig in Alexandria, du wirst eine große Zweig in Konstantinopel und du wirst eine große Zweig in Jerusalem. Du wirst diese 3 große Gruppen von Christen. Zu der Zeit, um 300, dann fängt die Regierung in die Prediger sich an zu freunden, wegen der Mücken geschafft und all diese treue Dinge. Und dann werden du die, was wir von Deutschland vielleicht 100 Südamerikanern würden sein, die Oms, aber du wären vielleicht der Älteste, als der Reichte wird. Du sind diese Presbyteros, wo du dann die Verantwortung haben für diese verschiedensten Zweige. Und dann die Zweig in Alexandria, du wirst ein Ältester, der heißt Ario oder Arius. Das Älteste von Alexandria, der kam um 330 mit einer so scheibe Judäa ab. Der fängt an zu lehren, dass Jesus nicht Gott ist und dass Jesus der ist, wer das erste gemerkt ist, dann hat Jesus alles ewig gemerkt. Das ist ein großer Krach im Christentum. Wenn die ersten Christen, die wir noch nicht so verbessert aus der Welt von der ist, wegen Verfolgung, wie jetzt alles durchgesehen. So nicht kam der Mann ab und der sagt, Jesus ist nicht Gott. Ich war der Pinker hier einmal mit der Lengung, wo das Mann seine Judäa wird. Und ein von den wichtigsten Sprechwörtern, was er hat, ist, du wirst eine Zeit, wo der Sehen nicht wir. Also dort wir der Slogan, die Botschaft, was er bringt, wir, du wirst mal eine Zeit, wo der Sehen nicht wir. Und da wir Klampes Christen, die dachten, alle rote Balben, die Horsten liegen Härchen, die fangen an, sich fürchterlich so zu streiten. Mit das sieht das Ario, dort Gott der Führer als einzig und allein ewig und ohne Anfang. Die sehen, wie wer dort erste gemerkt wird. Und dort meint dann dort Jesus, also die sehen, als nicht vollkommen Gott, so ist der Führer. Dort wird dann in großen Park schwierig. Da meint dann so viel, dort die meisten Christen fühlen sich dann diese Frau. Wenn Jesus nicht vollkommen Gott ist, dort meint dann, dort Jesus hat nicht Gott seine Natur. Und dort ist eine Schwierigkeit. Dort meint dann so viel, dort Radung haben Trouble. Wenn Jesus nicht ganz voll Gott seine Natur hat, wenn bloß Gott raten kann, meint er dann, dass Jesus seine Radung ist nicht jährlich. Kommt jemand den Gedanken mit? So, 300 Jahre haben Menschen sich tot merken für den Glauben an Jesus Christus und der Radung, was an Jesus ist. Nun kommt das Mann und sagt, no, Jesus ist nicht vollkommen Gott. Dann werden die ersten Christen klug genug, um die Frau fragt, oh, warte mal, wenn Jesus nicht Gott ist und bloß Gott raten kann, dann haben wir Trouble.
wenn dann als Radung nicht mehr verändert. Dann ist eigentlich keine Radung. Wenn bloß Gott raten kann und Jesus ist nicht Gott, so dann ist die ganze Geschichte von Jesus verdammt. Du wirst aber mehr Dinge, also in diesen 300 Jahren hatten die Christen Jesus einmal war angebetet, geluften, geirrt aus Gott. So, wenn Jesus dann nicht Gott ist, dann würde man dort, sie hatten Aufjäterie getrieben. Und das merkt es sehr schwierig. Wenn Aufjäterie wird verdammt. Dann merkt das schwierig am ganzen Großen. Das Christentum wird gescheitert und du werden die Frauen gefragt, was tun wir damit. So eine 300 und als wir Ramadartigs, dann wird du ein Konzilio, eine große Meeting angestellt. So, ich weiß noch einmal nicht ganz genau, so wie politische Menschen Meetings haben, aber einmal, die haben auch eine Meeting. Dann wird ein Pakt aufgestellt und dort wird angeladen, alle Mann, alle Prägers, alle Diakonen, alle Sippschaft wird angeladen. Und dann kommt der Taub und dann wollen wir mal sich einig werden über was ihr an. Wieso wäre es wichtig, erstmal 300 Jahre nach Christus eine Meeting aufzustellen, um sich zu bereden, was glauben wir von Jesus? Dazu wir als Christen einmal eine eigene Jagd kriegen von Testigos Jehova. Testigos Jehova waren einmal Christ im Zweifel kriegen mit der Dreieinigkeit Gottes. Wenn die verstehen, die Frau haben eine sehr feindliche Art und Weise zur Frau. Und dann sind wir Christen nicht recht im Namen geben. Und was ich den ganzen Tag verteilt habe, ist, dort ist ein Beispiel von was wir als Christen von der ersten Tag sollen tun. Wir können hier behaupten, wir glauben die Bibel. Das ist sehr schön. Kannst du die Bibel gut genug, um dort du die weißt mit einer Frau? Na, vielleicht ja, vielleicht nicht. Okay, wo wir dann sein, wenn du als Christ wirst, die mit anderen Christen treffen und dann mal bereden, okay, wo verstehst du die Bibel? Und was tun wir damit, um eine vernünftige Antwort zu geben? Dann andere Dinge. Und das ist ein Konzilio in Nicea und in 300 BC, dann wird klargestellt, dass Jesus als vollkommen Gott. Da hat bloß noch nicht ihr fehlt zu sein, wenn man Verfolgung wie ein Menschen von Glauben sterben, die wissen dort. Bloß weil sie glauben, erst freiwillig wird, dann fangen Menschen an, mit solcher Weise Judaien abzukommen. Wenn wir in dem Sinn nur unseren Verdeutschungskampf checken, dann müssen wir uns erstmal bechecken mit, wer kommt mit der Judäa ab, wo kommt dort her und was der dort alles tut. So, wer weiß, wo die Umheit, was die Testigos Jehova im Schwung gebracht haben? Weiß ihr so? Okay, so ihr weißt noch nicht, aber ich habe von der verteilt. Ich kann Ihnen gesagt, wenn ich meine Geschichten verteilen, aber ich will von der noch eine, das bis meine Treue. Charles T. Russell, der war geboren 1852 in Pennsylvania. Charles Russell war der Sohn von christlichen Eltern. Das Mann war ab ganz am Geben von christlichen Einfluss, von Bibelerkenntnis und Radung durch Jesus Christus. Dieser Einfluss, der hat ein paar Dinge ganz klar. So Charlie, war wir den so nennen, der wusste, dass dort eine Dreieinigkeit Gottes gibt.
Det ist dort eine Halja, wird für immer eine Struf ist, für die wir nicht an Jesus glauben. Der wisst dort die Säule für immer lebt und dort der entweder ewig verdammt oder ewig Radung erlangen kann. Und der wisst dort du in die Rechtssache kommen. Diese 4 Dinge hat Charles Russell ganz klar mitgekriegt, seine ganze Kindheit und seine ganze Jugendheit an. Und wir am Anfang auch sogar halbwegs zufrieden damit. Dort wir bloß an den seine Jugendzeit, wo der Anfang mit alle Sorten willet, dort den Janker dort nicht mehr so zu haben, dort der Hall für immer ist. So, an dessen christlichen Umgang, was das jung ab, dann sagte, hey, das ist cool. Der Himmel interessiert mich, mein Janker dort einmal bei Gott sein und all diese Dinge, aber der hat eine sehr schwere Zeit mit der Hall. Der hat einen schweren Zeit mit dort Gott seine Gerechtigkeit, wird irgendwann für immer verdammt. Mikey baut das Bild dann nicht, also du hast einen Jungen, der aus Christ abwächst, der kann die Bibel fan. Aber den ist so unmöglich, wenn der Prediger sagt, du kannst auch für immer verdammt werden. Und das ist das Kampf an den seine Jugendzeit, wo er dann nicht näher weiß, was er damit will. So der hängt seinen Glauben auf dem Nägel und der lebt ein paar Jahre bloß gleich weg. Wenn den Janker nun Himmel, aber den Janker dort nicht tot stehen, dass du noch ewig Verdammnis ist, so dann lädt er auf das alles doch. Und 1869, dann ist Charles Russell ab eine große Versammlung, wo ein paar sehr besondere Redner sind, wo du dann in 2 sehr Backe erlebt. So, der fährt nur diese Versammlungen und das erste Ding, was den wirklich so schön geht, ist, der Prediger sagt, dort der Hall ist nicht für immer. Oh, dann sagt Charlie, hier ist ihr berechtigt, das holt mir an. So eine Sorte Menschen, die nicht glauben, dass das eine ewige Verdammnis sind, das ist so, was mich interessiert. Und das zweite Ding ist, der Redner redet von, dass die Säule der Wort verschwingt. Und dort wir für Charlie bloß berechtigt. Wenn keine Verdammnis ist und dort einmal nicht alles für immer ist, hier geht mir das schon. So, dann fängt er an, Buddies zu werden mit diesen Redner. Aber wenn Charles Russell eine sehr dominante Natur hat, dann juckt er den anderen Predigerbild über den Kopf. Und er merkt, dass er ehrlich vollkommener nur seinen Geschmack nur. So, dann sagt Russell bald, dass die Säule als stofflich von Natur ut. Und dort der Hall jaftet nicht aus einer Stadt, wo erst wenn für einmal was gequält wird. Und dann fängt er an zu rechnen und aufzuteilen, wann Jesus was trägt. Also, ein christlich abgewachsener Jung mit der rechten Menschentaub, mit der rechten Lehrtaub, jaft dann dort der Rezepte für ein von den ganz schlimmsten Erlehren, was in der letzten Zeit passiert sind. Nur dem war er sich uneinig mit diesen Lehrern. So Nelson Barbour, wie der Redner, mit was Charlie taub wird. Und der Helden, also bei 10 Jahren taub ut, aber das Nelson, dem wir dort taub euch, mit wo das Charlie dort übertrieben hat mit der Erlehr. Da wären beides Erlehr, bloß der eine wir noch nicht ready ganz so weit zu nehmen, als Charles dort. So, dann lädt er den hängen und dann fängt er an, ein paar Dinge noch zu tun. Dann sagt Charles Russell, dass Jesus erst all 3 gekommen und 1875 in China ist er angeworden. Oh, okay, das ist cool.
Dann sagt die dort, die Welt wird allemaal bald zu eng sein, und dort bloß die, die mit am taub sind, werden dann mit Jesus taub ab diese Erde regieren. Dann bleibst du aber eine sehr interessante Frau. Wo bleibt Radung? Der Grund für den christlichen Glauben. Wir als Kirche und als Christen von diesem Tag, wir halten fest daran, dass der Grund von uns Glauben ist, Gott, sein Ruf als Mensch, der lebt auf der Erde und der gibt sein Leben, um uns von Sinn frei zu halten. Mit dieser Lehre, wo Charles Russell abschreibt, dann wir Radung überhaupt nicht mehr nötig. Du brauchst bloß ein bisschen feiner Mensch sein und die von Charles Russell Luten abnehmen und dass wir nicht mehr in der Kirche, dass wir nur im Business und dann wirst du okay. Also, das von der ersten Tag noch. Das die sicher war, sind nicht in der Kirche. Das sind Reino. Das sind Kerngerecht. Und dabei ist es dass der Kernig. Diese Lehre, die entwickelt sich wieder und in 1881 wird das Business dann vollkommen angestellt. Charles Russell merkt in Geschäft, dort nennt sich Watchtower Society oder Los Atalayas oder was immer jeder wohl verwirrt kann. Und das wird dann zu ein ganze List von Dingen, was man im Christentum sagen kann. So, ich will hier 6 Dinge abnehmen, was ganz klar uns soll eine Frau fragen. So, das erste Ding ist, die Jehova-Zeugen von 1881 sind ganz klar jen, dass Jesus Gott ist. Dann, wenn wir das Rezept brauchen, dann soll wir kriegt die Frauen, nur die Christen in die ersten 300 Jahre und dann noch die ganze ewige Bibel. Das zweite Ding, Jesus ist der erste Gemerkte von alles, was gemerkt ist. Dann zwar die Frau. Was lehrt die Bibel in die ersten 300 Jahre Christentum uns? Den dritten Punkt, du wirst Jesus ein Königreich abstellen auf der Erde, wo wir als Christen tun. Dann haben die sich ausgerechnet, nur ihrer Meinung nach, was passieren wird. Und dann bei die dann so viel, dass Jesus wie alt gekommen und 1875 und dort an 1914 wird die Welt zu eng sein. Das sind ja 100 Jahre von da. Wir sind hier noch einmal. Das ist interessant, die Geschichte zu checken. Radung unter Charles Russell heute dort die Kirche 145.000 Menschen, die wollen himmlische Radung kriegen und alle Ewige, die wollen hier auf der Erde, da man zufrieden sein. Diese Nummern und diese Dinge haben über die Jahre drastisch geändert. Ich will ein paar Dinge erwähnen, die du geändert hast, und du sind aber noch uneng mehr. So, Jesus ist zweites Mal gekommen, wie das erste, und 1875, und das war sichtbar. Bloß, die Menschen fangen dort an, nicht mehr zu glauben, dass Jesus begegnet hat und dass Jesus in Pennsylvania irgendwo im Thaler wohnt, so dann sehen die, Jesus ist unsichtbar gekommen. Dass die Menschen nicht mehr sollen sagen, komm mit uns mit und wie sonst, wo Jesus ist. Das enge Welt soll das erste Mal in 1914 passieren, und durch die Jehova-Zeugen más menos 100 Jahre Zeit haben wenigstens 12 Mal das enge Welt all verschoben. Das letzte wie an 2020. Das ist endlich zum Lachen, dass Menschen so dumm sind, dass die würden Glauben angehen, was du nicht vertrauen kannst, dass die was so bleiben. Der andere tun nur aus Geschmackssachen.
alle Dutums und alle Wahrsagungen, die die Jehova-Zeugen vandaag bringen, sind nicht ab zu vertrauen, wenn die anderen mit der Zeit. Wenn das Engwelt nicht in 1914 wir, dann muss Charles Russell ein Teil Dinge anbauen, dass die Menschen können wieder die Ehrentausch mehr und der mitnehmen auf seinen Stich. Interessanterweise wird Russell krank in der Starb von den 1916. Der Lehrer wird nur dem Schein wie noch ein weiterer aus Hausalz und dort wie Joseph Rutherford. Das Mann mögt die Organisation today, wo dort von der ist. Die mögt die Struktur, also der ganze Taubstall von wer wem wohin schicken kann und wer das Wort wohin kommt. Aber ein Ding ist geblieben durch die ganze Zeit von was Charles Russell anfängt, was von der. Du sind eine Lehre, nur die andere Lehre, nur die andere Lehre. Was immer durchfällt, wenn wir das Rezept brauchen, um durch die Lenke. Christendom wohnt von dieser Lehre, die die Frau fragt, wo sind die ersten Christen dort und was sagt die ewige Bibel davon? Dann plumpst dort alle zwei. Die müssen sogar ihre Bibelübersetzung verändern. Wenn wir nicht, dann sind ihre Menschen nicht mehr zufrieden mit ihrer Lehre. Ein von den ganz abfälligsten Dingen, wo das Jaff ist, das ist sicher eine Applikation, wo nicht all die Dinge boven sind. Und du kannst all die Bibelversionen durch die Lenke. Und wenn du an der Bibel checkst, die erste Bibel, so zum Beispiel Kolosser sagt, dort alles ist gemerkt durch Christus. Dann der erste Bibelübersetzung sagt, alles, dann haben wir Parenthesis, andere ist gemerkt durch Jesus Christus. Und dann 10 Jahre später haben die dort Parenthesis dort genommen, dann sagt du bloß, alles andere als Jesus Christus ist durch Jesus Christus gemerkt. Und du kannst dort an der eine Applikation sein, wo dort ändert über die Zeit, was Menschen sind zu blind zum Tauschstun, dort das Rezept wird der einzige Mutstock sein, wo wir brauchen können, zum prüfen. Oh wow. Okay, unsere Zeit ist mit, wo ich verloren habe, mit gerechnet hat. Wenn wir uns mit Erlernen beschäftigen, ein von den wichtigsten Dingen ist, ruhig bleiben und uns nicht eine Streiterie nennen, wo wir uns nicht mehr sicher sind. Also, wenn wir als Christen von solchen Tagen in dieser Zeit leben, wo Jehova Zeugen längst und reich sind und wie jeder der umputern und uns immer mit einer armen Frau ankommen. Ich will dir Mut merken, nicht Angst zu haben, nicht sagen, ich sie nicht tue, und nicht den Hund am Leben schicken, wenn das gut einmal das Verlangen dort zu sein. Ich will uns Mut merken, dass wir unseren Glauben einmal gründen. Wir müssen nun eine Antwort sehen für das, was wir glauben. Und ich finde das okay, je kommt zu Tschwag und je was im Glauben. Aber wenn ihr mit Dingen begegnen, wo wirklich je Zweifel haben, so zum Beispiel, der Jehova Zeugen ein Lieblingsding ist, zu uns sagen, dass Jesus ist nicht an Kreuz gestorben. Und dann malen die durch so einen Pool, dann hängen die durch einen Mensch, utgereicht ist das an. Und dann haben die auch alle Zweifel von, oh, wenn die Bibel sagt ein Kreuz und die kommen sagen, nicht ein Kreuz, bloß ein Stock, dann haben die uns auch alle einen Armakel gelehrt. Dann fehlt dort wir sicher sind, aber ich glaube, das ist eine Ursache für meinen Glauben. Wenn die dann nicht von Hof sind, dann stehe ich ihnen mal ab. Oh, da haben wir diese Armakel Frau gefragt, was tut du mit uns Christ? Und dann würde ich einen Bruder an den Tag sehen und dann sagen, hey, die sind zu mir, Jesus ist nicht an Kreuz gestorben, weil nicht du uns mal mit der Beschaffung und Frau, wieso ist dir das so anmachlich, dass Jesus an Kreuz hängt? Und dann haben wir das gebraucht. Und dann haben wir uns die Bibel bechecken. Und dann haben wir uns noch die ersten Christen, ihre Glauben bechecken.
Nu wollen wir uns Glauben absagen, ob dort Wahrheit ist und dort wird nicht ändert. Kein Ding ändert, was Gott uns gegeben hat, wenn Gott ändert nicht. Wir kennen uns ab der Bibel, Gott sein Wort verluten, wenn du ändert nicht. Und das hat noch nie nicht geändert. Wir müssen uns lernen, uns Glaubensgrund zu sagen, ob das was nicht ändert. So, ich kann meine Sinne schon mal halbfertig gekriegt von dir. Und das ist dann schuld. Okay. Wir wollen nächsten Sonntag uns mit uns christlichen Glauben und der Dreieinigkeit Gottes anschaffen. So, wenn ihr einmal du mit geschafft habt, bringt ihr ein großes Buch mit zum Allsorten abschreiben und dann noch alle Frauen mit, was ihr jankern zu Frauen. Und dann will ich mit uns top als Tschork nächste Sonntag mich beschäftigen mit, wo kann ich als Christ mein Glauben und dass Gott Gott ist, Jesus Gott ist und der Heilige Geist Gott ist, wo kann ich das auf einem so einfachen Weg beschreiben und wiedergeben? Und wo kann ich das begründen, ob das was noch einmal geändert hat? Ich weiß dort, dass wir haben ein stolzer Träg Jesus durch im Alten Testament bekickt und ich weiß, dass wir für uns von Juden so interessant und so gesund was. Wir wollen nächste Sonntag uns die Dreieinigkeit bekicken, aus dort, wo die Bibel uns lehrt, und wo wir uns daran sicher sind, dass Menschen uns nicht im Zweifel kriegen, bloß mit ein paar ammerkelige Frauen. So, wir zu beten und dann freuen wir uns für nächste Sonntag. Vater im Himmel, Dankeschön für diesen Tag. Dankeschön für diese Klasse, was wir können haben. Dankeschön für dein Wort. Wir danken dir so sehr, dass du die hast offenbart zu uns Menschen hier bewahrt. Wir danken dir, dass wir diese Offenbarung können haben in der Bibel. Und wir beten, dass du uns was ein gesündet Hort geben und ein gesündet Verstand der Bibel gegenüber. Möchten wir uns festhalten und dort, wo nicht ändert, möchten wir uns festhalten und dein ewiges Wort. Wir beten, dass wenn wir durch im Leben konfrontiert werden mit ammerkelige Frauen, dass wir uns immer weiter die Zeit nehmen, eine gesunde Antwort zu finden, sodass wir uns glauben können, ob festen Grund gebaut sind und dass wir dadurch können, ewige Leben, Radung in Frieden sicher sein. Möchtest du mit uns sein und möcht die Erkenntnis von dir uns so überschwammen, als dort mehr Vollwut ist. Dort beten wir in Jesus' Namen. Amen.